Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Ich will mal ein Thema ein bisschen anders das hier abwickeln. Und zwar, was hat ein Wort wie Idol mit Taoismus zu tun? Was hat es damit zu tun, wie sich als Gesellschaft entwickelt, wie als wir sich entwickeln, und wo als Gesellschaft hier fährt, wo verschiedene Systeme, verschiedene Überlegungen und Gedanken sich hin entwickeln. Für was habe ich das Wort Idol rausgesicht? Man will schon in einer Diskussion mit dem Wort Idol auf verschiedene Aspekte geraten sind, die ich extrem spannend fand. Und die haben zu etwas gefordert. Schon immer so das Bild, dann noch das Geräusch am Kopf, wie wenn so ein Dominostein stehen gibt im Geheimen und hier den dann so den Ton, bis haben die letzten irgendwie die Klack umfällt. Das Wort Idol, natürlich immer anders geschrieben, gibt es da verschiedene Sprachen. Wir kennen Idol als etwas, was, wo nicht dran ist. Am Englischen heißt das Wort Idol in den gerade gut Zeit wird, den nicht am Gang zu machen. Und auch interessanterweise, das deutsche Wort eitel, also arrogant, gehört mit zu dem selben Wortschatz. Also, ich möchte mal ein bisschen schlau gemacht darüber, wo das Ganze eigentlich hier kommt. Das Ganze kommt aus dem schon mal dort geschrieben, proto-germanischen Idalas, das klingt wie ein Rune, das mal so in der Wege sind, hat auch bedeutet, dass etwas idle wäre, dass es nicht war, eine Lehre, am Englischen auch avoid. Das ist auch weiter abgegriffen aus dem am Englischen, wo am Anfang idle IDL geschrieben ging, also nicht IDLE wie hier noch, wo einfach nicht gebraucht, ungebraucht bedeutet wird. Auch das deutsche Wort eitel war am Anfang genau in die Richtung. Ich kann mich erinnern, dass meine Mom immer von irgendeinem Text gespart wird, dass die Leute Texte, die ich näherens fanden, es sieht kein Eitel-Drehm. Und da ist auch da ist nicht Eitel-Drehm, mehr Eitel-Drehm gesagt gehen, wo ein bisschen so die Wortspielerei ein bisschen schon dran hört, von wegen schwätze davon, dass es kein arrogant Drehm sind, oder schwätze davon, dass es kein Idol, also kein Drehm sind, die zunächst feiern an dem Moment. Interessanterweise, mal aufgesehen von einem Idol, den wertneutral unser Spliffen ist, als das Wort Idol, so, wenn ihr seht, to be idling around, das ist echt an der Richtung von wegen futtiert gerade nicht. Auf der anderen Seite eben auch den Eitel, wo natürlich halt mit Arroganz in Verbindung gebracht wird, wo uns sich den Übergang von dem Idalas ob das Wort Eitel am Anfang am Deutschen eine ganz andere Bedeutung hat. Dadurch, dass etwas nicht gebraucht war, war es nicht am Sinn von unnütz, mehr etwa echt an der Richtung, dass es pur ist, noch nicht verfälscht, nach Rang war. Und dafür war das Wort eitel auch am Anfang echt etwas eben, was pur war, was Rang war. Und recht mit der Zeit hat sich das entwickelt, dass Leute das geholt haben, weil sie sich selber als Rang gesehen haben, als dadurch etwas Besseres, nicht berührt, anzuführen und so weiter. Wir wollen ja aber den Taoismus noch mal daran holen an das Spiel. Das ist die sehr interessant. Weil was wurde dann mit dem Wort Void, also mit der Lehre und sich zu dienen? Das ist das, was in dem Taoismus den pure Yin, nicht Yang, der pure Yin gesagt, also genau gesehen den absoluten Yin, also den absoluten schwarzen Teil, wo nicht in sich eitel und sicher ist. Das heißt, sie nennen auch, dass es das gefällt enteitelt ist, weil es gefällt mit lauter Potenzial, wie wird komplett ruhend ist, aber was Yang-Energie braucht, für das die Potenziale sich können entwickeln. Also es ist auch ein komplett Leere in sich, aber die gefällt kann gehen, dadurch, dass ein Tick Yang dran kommt, den die sagt, dann es soll mal explodieren lässt an die verschiedenen Richtungen, wo sich ein Potenzial eben hin entfallen kann, für das mal so auszudrücken. Was hat das zu tun mit unserer Gesellschaft? Also wenn wir schon viel drauf gucken, dass wir etwas hatten, was also eitel war, was eine Lehre war, die konnte gefüllt gehen, und die damit hier Potenziale konnte entwickeln,
Und wenn ich das mit dem taoistischen Yin, absolute Yin, in Verbindung setzen, da sind wir an der weiblichen Welt NRW. Das heißt, dass die pure Weiblichkeit. Und die als über uns komplett Gesellschaft an über uns geschichtlich, als gesellschaftliche Geschichte besser die wären, wird sich das immer an den Dingen entwickelt, dass das weiblich negativ ist, dass eine Frau nicht wertvoll war, dass sie nicht sinnvoll ist, dass sie nicht für irgendetwas zu gebrauchen war. Das heißt, all die negativen Aspekte, die in dort dran hat, von wegen, es war der Mann, den als schaffen gegangen, dass der Mann den Dinge gemäht hat, die Frau als sozusagen als faul dahinter gesagt gehen, auch teilweise, etc., etc. Das heißt, all die Sachen da, die haben sich dummer dran geholt. Das aber durch die Passivität auch den Aspekt von einer Offenheit zur Empfängnis durchstellt, das war dabei nicht unbedingt mit an dem Dingen dran. Das heißt, wir wissen das alle guten Haut, dass Gesellschaft die Frau als negativ tun, dass auch wenn sie Haut probiert, sich ein bisschen da rauszuschwatzen, aber dass die Frau noch immer an ganz viele Plätzen nicht unbedingt als mit demselben Wert geschert wird, wie ein Mann, braucht man nicht darüber zu diskutieren. Was bedeutet aber lo an dem Dingen an der Art Weise, wo man lo an New Age Esoterik übergehen? Und da leidet ist so mal das große Problem. Weil ich schon ein paar Mal angeschwärzt, dass die Art Weise, dass es frei geht, am Ende den Spieß komplett müssen umzudrehen und zu sagen, mehr brauchen Männer nicht. Spätestens für Kanal zu kriegen, braucht er sie. Ist natürlich eine Sache, die nicht unbedingt gesund geht. Das heißt, dass ich so, dass die Frau hier Platz kriegt, wo sie hier gehört, nicht am Sinn von 100 Kartippen, mir einfach egal ob das Taoismus ist oder ob das ein anderes Ding ist, wo sie hier gehört am Sinn von, wo wirklich hier Platz ist, wo sie auch dafür respektiert wird. Das ist eine Sache, wo man nach ganz vielen Hinsichten hadernde machen. Und zwar nicht nur Frauen, aber auch Männer an der Art und Weise. Weil dem Moment, wo eine Frau hingeht, an die vollkommen Aggressivität oder auch Passiv-Aggressivität hinzugehen, ich brauche keinen Mann für hier, für da und so fort und so weiter, haben wir leider eine plus ou moins grosse Gefahr, dass die Frau auch ihre eigene Weiblichkeit immer noch nicht wirklich respektiert. Weil was möchte sie in dem Moment, wo sie alle Aktivität abgreift, wo sie komplett an die Aktivsache geht? Man ist ja so in der Yang-Energie NRW. Sie ist noch einmal nicht da, für können sie sagen, es sind nur mal den sich wirklich im Moment dahinter sitzt, an einer männlichen Energie die Möglichkeit gibt, auch sich zu entfallen, an dem bei mir das Potenzial triggert. Also nicht am Sinn von, hey, muss ich alles machen, aber ich kriege von da so mal den Input, den ich brauche, für können, meine Kreativität auch gesund umzusetzen. Bedeutet das schon meinen, dass eine Frau von sich aus nicht kann kreativ sein oder nicht kann Sachen erfahren. Das ist unser Schnitt der Punkt in der Geschichte. Das heißt, ja, natürlich zu einem großen Teil haben wir auch allen zwei. Das heißt, Männer haben Yin wie Yang Energien an sich, und mehr haben Yang wie Yin Energien an sich. Der Punkt in der Geschichte ist, dass das auf lange Zeit und auf ein gesellschaftliches Miteinander, auf ein gesellschaftliches, auf ein gesellschaftliches Konstrukt nicht funktionieren kann. Und ich weiß genau, was verschiedene Leute sagen. Da guckt er all die Kulturen an, wo Frauen da waren, wo die Frau Dinge hat, Murst hat und so weiter, wie gut die funktioniert haben. Wie viele davon gehen danach? Und das ist eine Menge an, das wir sollten ein bisschen bedenken. Wenn es schläft, immer die Sache am Gesamten gucken, am Gesamtkonzept gucken. Auch die Gesellschaften haben irgendwie nie abgehalten. Also haben die auch nicht so vollkommen funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Für mich ist es wichtig, dass genau wie an einem Symbol für den Tai Chi, wo Yin und Yang zusammen ein das andere ein Madenähen sind, muss man auch mehrere Lehren ein Madenähen gehen. Und das geht nicht mehr, indem man dem Mann seine Position auch erlauben,
an dat huet nächte matten ze dien, dat seg Young Energie an seg Männlichkeit imposéiert, genauso wenig wie mehr als Frau mussssen hëlleflos sinn an irgendenger oder weis an als passiv oder weis an eng passiv-aggressiv oder weis äußeren an enger passiv-aggressiver oder weis äußeren, mehr am Sinn vun sech vielleicht mal die Gedanken zu machen, wo dann noch wirklich als Position aus erwartet wirklich de Matten op se schwet. An ich stelle mal ein zu seiner Video froh, ob der Grund für wat auch die Phrase sto oder ganze Kopfphrase sto ziemlich davon zurückschrecken für die Dinge anzuholen, kennt dat de Matten zusammenhängen, dass auch die Frau en gewissen Angst oder ganze Parkphrase mal so en gewissen Angst für dem Eidel hun, für dem Neicht hun. Ich kann echt nicht mehr sagen, dass ein Satz dabei entstanden, den ich mal für dich so auf Englisch wie ich gekriegt habe, mal rübergehen. When we forget that emptiness is sacred potential, we fill it with ourselves instead of life. Das bringt für mich auf den Punkt. Weil wenn ich mir auch haut, egal ob Mann oder Frau, gucke, wie verschiedene Leute hier Position sozusagen gebrauchen, just für sich selber durchzustellen, für all Einzelrollen, die sie haben, nicht für Gesellschaft, aber für sich selber nicht mehr machen. So nehmen. Das heißt, ein Teil ist schon okay, aber dass sie nicht mehr mit der Gesellschaft zu tun hat. Das heißt, weil Leute mir erklären, dass sie gut Mama sind, weil sie ihre Kinder alle Probleme aufholen und Kinder sind ja nur nicht kapabel, eng Schung selber zu stricken, aber sie machen Kinder aufhängig von sich, dann ist das nicht die Rolle, die sie sollen spielen. Wenn du eng Mom sich schon erfreut, sieht, wie kann ich es besser machen, vielleicht besonders, wenn es ein Beruf ist, wo sie hat, vielleicht dem das nicht matt vermittelt, dass sie als Beruf nicht unbedingt etwas wert ist, an dem Moment sich nicht den Titel abgeht, egal ob das von einer guter Mom ist, von einer super Businessfrau ist, von ich weiß nicht was ist, und auch genauso gut Männer, die Menge, sie müssen irgendwelche Positionen, die Rollen, die sie haben, als hier Identität herstellen, dann haben wir ein gewisses Problem. Aber besonders gebe ich da mal bei den Frauen aufhängen, weil auch ich sind eine Frau, just für die Leute, die noch nicht so den Markt kriegen, an sich zu sagen, was ist, wenn wir uns 2 Sekunden da hinsetzen und aus denen 2 Sekunden 2 Minuten machen und einfach mal das Gefühl von Eitelkeit als das akzeptieren, was es ist. Etwas, was kann gefüllt gehen. Was wir, wenn wir einfach dann mal zulassen, auch das Eidelsinn als hellisch unzugesehen, als sakral unzugesehen, für das man nicht probieren, nicht mit irgendwelchen Illusionen von uns selber zu füllen, die uns ja nur ziemlich allein am Leben stehen lassen. Damit lassen ich die Wörter an die Frauen mal einfach so abstehen. Ich hoffe, dass den einen den anderen etwas mit auf den Weg hält. Wie immer, und ich weiß, ich meine, hey, ein Kurzklammer ab, bei meinem letzten Podcast habe ich das nicht gemäht, mit das, weil das ein Podcast war, den nicht mehr persönlich war. Also heute, wie immer, merci für das Nachlauschen, schöne Mittag, schönen Abend und eine gute Nacht.